Er ist auferstanden. Hey, willkommen zum Ostern-Predigt-Special-Gottesdienst bei dir in der Stube. Hey, dreh dich doch gerade mal um zu dieser Person. Ich hoffe, jemand hockt da. Wenn nicht, kannst du es zu dir selber sagen. Er ist auferstanden. Genau. Und die Antwort ist natürlich, er ist wahrhaftig auferstanden. Und um das geht es heute Morgen. Wir dürfen Ostern feiern miteinander. Wie genial ist das? Es geht ja jetzt schon ein Zeitchen, dass wir in dem Modus sind, wo wir sind, mit Online-Predigten. Ich finde, wir haben da langsam aber sicher ein gutes Setting gefunden und bin eigentlich recht stolz und zufrieden, wie wir haben reagiert auf das. Und gleich vermissen wir natürlich Gemeinschaft. Wir vermissen es, einander zu sehen und können miteinander Kontakt zu haben. Wir haben uns etwas überlegt. Wenn du das möchtest, dann mach doch mal ein Foto von dir. Und zwar jetzt gerade so, wie du die Predigt am Hören bist, bei dir in der Stube. Und wenn das okay ist, kannst du das Foto nachher uns schicken. Und dann können wir vielleicht in der nächsten Predigt einfach kurz mal in der Moderation am Anfang einblenden von uns, dass wir uns wieder mal irgendwie ein bisschen sehen, oder? Von wie wir in der Stube hocken und miteinander Gottesdienst feiern. Wenn das für dich okay ist, dann mach doch das Foto und schick es auf unsere E-Mail-Adresse info@kreuz.ch und dann können wir das doch einbauen in den nächsten Moderationen, dass wir uns irgendwie wieder mal ein bisschen sehen können. Was meinst du? Ist das eine gute Idee? Also ich finde es eine gute Idee. Genau. Dann auch, was wir auch noch machen möchten, dass wir ein bisschen mehr Gemeinschaft haben miteinander, wäre Zeugnis. Hey, wenn du etwas erlebst, das du gerne erzählen kannst, wo es irgendeine Möglichkeit gibt, in geschriebener Form oder in irgendeiner Form, Art und Weise, dann tu doch uns wissen lassen über die Zeugnisse, über die gleiche E-Mail-Adresse, dass wir auch dürfen, jetzt in dieser Zeit, wo wir getrennt sind und nicht im gleichen Raum sein können, dass wir doch dürfen verbunden sein in Jesus. Und gerade Zeugnisse sind mega ermutigend. Also hey, wenn es geht für dich, lass uns wissen, wenn es etwas gibt, wo andere ermutigen könnten, dann schauen wir und Wege finden, wie wir das einbauen und mitteilen, dass andere auch ermutigt sein von was Jesus macht in deinem Leben. Hey, bevor wir jetzt einsteigen in die Predigt, wo wir die Kraft der Auferstehung anschauen, möchte ich beten. Bete, dass du jetzt erfüllt werden vom Heiligen Geist, wo du bist, wo du zulässt. Dass die Worte lebendig werden in dir und dass der Heilige Geist Übersetzungsarbeit macht für all das, was ich heute möchte bringen, wo wir miteinander anschauen möchten. So lass uns jetzt miteinander beten. Jesus, wir danken dir, dass wir heute einen speziellen Tag feiern mit dir. Dass heute Ostern ist, dass du wirklich auferstanden bist, dass du wahrhaftig auferstanden bist. Wir feiern dich für deine Auferstehung und für all das, was du bist. Und ich bitte dich jetzt, dass du in jeder einzelnen Stube, in jedem einzelnen Zimmer bist, dass du jetzt über jedes einzelne technische Gerät redest, dass alle Menschen, die jetzt heute Morgen dein Wort hören, sei es bei uns oder bei anderen Kirchen, überall, wo es heute Morgen um dich geht, bitte ich dich, dass du dich selber verherrlichst, dass du mit deinem Geist Raum einnimmst und dass du Veränderung möglich machst. Immer mehr zu dem hin, was du für uns vorhast, dass wir dir ähnlich werden. Und alle, die einverstanden sind mit dem Gebet, sagen mit mir zusammen Amen, Amen, Amen. Hey, wenn du schon mal eine Predigt gehört hast von mir, oder vielleicht hast du schon die eine oder andere Predigt gehört von mir, ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass ich am Anfang meiner Predigten gerne mal noch eine Geschichte erzähle. Und so möchte ich das auch heute Morgen machen, eine Geschichte erzählen. Nicht irgendeine Geschichte, nicht Geschichte aus meiner Familie oder so, oder etwas, was ich erlebt habe, sondern ich möchte heute Morgen eine Geschichte vom Kreuz erzählen. Also nicht die Geschichte vom Kreuz. Nicht die Geschichte von Jesus und dem Kreuz. Das ist die meist erzählte, meist kopierte, meist gedruckte Geschichte, die es überhaupt gibt in der weiten Welt. Also wenn du die Geschichte noch nicht kennst, dann musst du jetzt gerade Pause drücken, gehst jetzt eine Bibel holen und die musst du nachlesen. Hey, dann hast du etwas verpasst, wenn du die Geschichte nicht kennst von Jesus mit dem Kreuz. Übrigens, Spoiler, am Schluss, ich sage dir, krasser Plot-Twist. Das ist krass, was am Schluss passiert. Ich verrate es dir. Er ist auferstanden. Ja, tatsächlich. Er aufersteht am Schluss. Hey, so gut. Jetzt habe ich schon mal das Beste erzählt von dieser Geschichte. Die musst du nachlesen, wenn du die nicht kennst. Nein, nicht die Geschichte. Ich meine die Geschichte vom Symbol vom Kreuz. Wieso das Kreuzessymbol ein Symbol der Christenheit ist. Diese Geschichte möchte ich erzählen. Vielleicht weißt du das ja gar nicht, aber am Anfang
Die ersten Nachfolger von Jesu haben überhaupt nicht das Kreuz als Symbol gebraucht. Wenn es ein Symbol gegeben hätte, wo sich Christen damit identifiziert hätten, dann wäre es wahrscheinlich der Fisch gewesen. Ja genau, der Fisch, wo die ein oder andere von euch hinten aufs Auto klebt, ist eigentlich das erste Symbol der Christenheit gewesen. Kreuz ist überhaupt nicht prominent gewesen am Anfang. Der Brina hat das ja in ihrer Karfreitagspredigt so schön erklärt. Kreuz ist eine Schande. Und das ist auch lange noch so gewesen. Kreuz ist sogar ein Fluchwort gewesen. Kreuzigung, Krux, das latinische Wort, ist ein Fluchwort gewesen. Also es ist unanständig gewesen, zum Sagen. Und ich finde das doch auch noch sehr amüsant, dass die ersten Christen, die ersten Nachfolger von Jesu, nicht haben können über das Evangelium, die gute Botschaft reden, ohne zu fluchen. Also es ist nicht gegangen, dass du über Jesus und seinen Tod am Kreuz redest, ohne das Wort Krux zu brauchen, was ein Fluchwort ist. Der einschneidende Moment, wo das Symbol an Tragkraft bekommen hat, war im Jahr 312. Das war vor der Schlacht bei der Milvinischen Brücke. Kannst du nachschauen, wenn dich das interessiert. Der Kaiser Konstantin hat am Abend vor dieser Schlacht eine Vision gehabt. Er hat ein Zeichen gesehen im Himmel, das er als Kreuz identifiziert hat. Und er hat dann gehört, wie eine Stimme zu ihm gesagt hat, was er später als Jesus identifiziert hat, wo gesagt hat, in diesem Zeichen siege. Und das ist für ihn so ein eindrücklicher Moment gewesen, dass er dann all seinen Soldaten befohlen hat, dass sie sich das Kreuz aufs Schild malen sollen. Es ist nicht genau das Kreuz, das wir heute als Symbol haben, aber es war ein Kreuzsymbol. Und dort haben sich dann all die Soldaten vor dieser Schlacht bei der Milvinischen Brücke ein Kreuz aufs Schild gemalt. Und in diesem Zeichen ist tatsächlich der Sieg errungen worden. Und ab dort war alles anders. Jetzt war es nicht mehr verbunden mit Schande und Scham und Verbrechertod und Fluchwort. Nein, jetzt war es verbunden mit Sieg. Weil in diesem Zeichen ist ein Sieg errungen worden, der Tragkraft hatte. Und so ist 50 Jahre später das Zeichen offiziell als Symbol für die Christenheit eingeführt worden. Und jetzt kann man sich fast nicht mehr wegdenken. In jeder Kirche braucht es ein Kreuz. Ist schon fast ein bisschen frech, wenn man kein Kreuz in einer Kirche hat. Also religiöse Gefühle werden da verletzt, wenn das Kreuz fehlt. Wir haben das Kreuz präsent. Überall ist es. Wenn du die Christenheit hörst, kannst du nicht anders als das Symbol Kreuz damit assoziieren. Wir tragen es um unseren Hals und neuerdings tun wir es auch sogar auf unsere Haut tätowieren. Das Kreuz als Symbol der Christenheit. Das Kreuz ist allgegenwärtig. Und wo Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er gesagt, es ist vollbracht. Und es ist vollbracht gewesen. Und es ist richtig, dass das Kreuz so eine grosse, dominante Rolle hat. Das Einzige ist, dass die Auferstehung ab all dieser Präsenz vom Kreuz manchmal ein in den Hintergrund geraten. Eigentlich, finde ich, hätte Jesus, als er zum Grab rausgekommen ist, hätte er müssen sagen, es ist vollbrachter. Weil ja, am Kreuz hat er es vollbracht. Er hat den ganzen Preis gezahlt. Aber als er von den Toten auferstanden ist, verstehst du, ist es noch vollbrachter gewesen. Nicht, dass man das Kreuz oder die Auferstehung gegeneinander ausspielen könnte. Was ist Auferstehung ohne Kreuz? Ja, geht ja gar nicht. Ohne Kreuz, ohne Auferstehung. Das ist auch nicht denkbar. Sterben kann jeder. Auferstanden ist ein einziger. Nur ein Mensch ist je auf dieser Erde gestorben, auferstanden und nie mehr nachher gestorben. Das ist allein Jesus Christus. Verstehst du, Auferstehung ist so wichtig. Und das ist eine Kraft, die Auferstehung. Und die möchte ich heute Morgen, wie könnte es nicht passender sein, am Ostern mit dir zusammen anschauen, was Auferstehung konkret für dich bedeutet. Kreuz kennen wir. Es ist vollbracht. Vergebung von der Schuld haben wir sehr gut im Griff. Aber jetzt, heute Morgen, möchte ich mal die Kraft der Auferstehung mit dir zusammen anschauen. Der Leitvers ist Philipper 3,10. Dort steht, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selber erfahren. Und möchte an seinen Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Und die Kraft der Auferstehung, die sagt, es ist vollbrachter, wenn wir heute Morgen miteinander anschauen, ganz konkret, was das für dich bedeutet. Der erste Punkt ist, dank der Auferstehung von Jesus bist du und ich, sind wir heute Morgen eine neue Schöpfung.
2. Korinther 5, 16. Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Verstehst du? Wo Jesus gestorben und auferstanden ist, hat es für uns bedeutet, dass wir eine neue Schöpfung sein können. Etwas, was es vorher noch nie gegeben hat. Es ist wie die Erfüllung aus dieser alten Prophezeiung aus dem Jesaja 43, wo Gott sagt zu seinem Volk, ich mache etwas Neues. Seht ihr es dann nicht? Etwas, das noch nie war, nimmt Form an. Und heute leben wir die Erfüllung von dieser Prophezeiung. Wir sind eine neue Schöpfung. Dank der Auferstehung von Jesus Christus. Ich möchte das erklären anhand von einem anderen Bibelvers, Römer 6. Verse 1 bis 5. Dort tut der Paulus erklären, wieso dass wir eine neue Schöpfung sind, dank der Auferstehung von Jesus. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir dann noch länger mit der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Verstehst du? Du bist am Kreuz mit Jesus gestorben. Es war vollbracht. Aber du bist auch mit Jesus wieder auferstanden. So wie er von den Toten auferstanden ist, so bist du auferstanden. So bist du heute eine neue Schöpfung. Etwas, was es vorher noch nie gegeben hat. Es ist vollbrachter in deinem Leben. Jetzt, heute bist du eine neue Schöpfung. Du gehörst nicht mehr, wo du vorher dazugehört hast. Du bist rausgerufen worden in etwas Besseres, Neues drin. Ganz konkret. Ich gehe mal davon aus, dass es dir ähnlich geht wie mir. Und ich leide manchmal an mir selber. Ja, tatsächlich, ich leide immer wieder mal fest an mir selber. Es gibt so gewisse Verhaltenssachen, Muster, wo ich reingehe, wo ich immer wieder mal mich ertappe, dass ich denke, halt doch mal an. Wie kann das sein, dass ich diese Verhalten nicht loswerden kann? Und manchmal kann es dann sein, dass die Stimme sogar recht dominant wird und mir anfängt zu sagen, Micha, du wirst dich nie verändern können. Weisst du was? Das stimmt nicht. Ich bin eine neue Schöpfung. Dank der Auferstehung von Jesus Christus. Der historische Event, wo Jesus wirklich, wahrhaftig, für alle Geschichtsbücher und für die Geschichtsschreibung klar von den Toten auferstanden ist, garantiert mir, dass auch ich eine neue Schöpfung bin. Das ist die Kraft und die Macht von der Auferstehung. Ich kann und darf heute am Morgen anders leben, als ich das vorher gemacht habe. Früher war das nicht möglich. Vor Jesus Christus war das für mich gar keine Option. Ich habe zur Sünde gehört. Oder zum eine alte Terminologie zu brauchen. Früher war ich im Fleisch. Also weltlich, hat zu dieser Welt gehört. Aber das ist gestorben mit Jesus. Aber ich bin auch auferstanden mit Jesus. Und heute eine neue Schöpfung, die nicht muss nach alten Mustern und Verhalten leben. Es bedeutet, die Macht der Auferstehung für dich konkret heisst, dass du dich kannst verändern kannst. Du bist eine neue Schöpfung. Etwas, was es noch nie gegeben hat. Und du kannst anders leben. Im 1. Korinther 10, Vers 13 wird es nochmal deutlich. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Dank der Auferstehung von Jesus Christus sind wir eine neue Schöpfung geworden. Und die neue Schöpfung kann jeder Versuchung widerstehen. Du kannst und darfst anders leben als früher. Es gibt
Möglichkeiten für dich, um dich zu ändern und zu verändern. Weil du bist eine neue Schöpfung. Es ist vollbracht. Das ist der erste Punkt von der Macht der Auferstehung, wo ich mir wünsche, dass das Raum einnehmen in unserem Leben. Dass wir mehr und mehr begreifen dürfen, dass wir tatsächlich wirklich eine neue Schöpfung sind. Und dass wir nicht mehr gebunden sind von altem Verhalten. Dass es eine Veränderung gibt und dass das wirklich Realität ist. Der historische Fakt, dass Jesus auferstanden ist, garantiert dir und mir das. Zweiter Punkt. Dank der Auferstehung von Jesus gehören wir zu einem neuen Königreich. Kolosser 1,13. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Dank der Kraft der Auferstehung bist du jetzt rausgerufen in ein neues Reich. Du gehörst nicht mehr zu dem Reich der Finsternis, sondern du bist jetzt Teil vom Reich von seinem Sohn. Das Königreich von Gott, das neue Königreich. Dort gehörst du und ich jetzt dazu. Und wie es im Philipper so schön beschrieben wird, Jesus hat sich selber erniedrigt, hat freiwillig das Kreuz auf sich genommen, hat selber seine göttlichen Attribute niedergelegt und ist einen schändlichen Tod gestorben am Kreuz. Und Gott hat ihn wieder auferweckt, hat ihn wieder erhöht und hat ihm eine Macht und Vollmacht gegeben, die vorher noch nie da war, die noch niemand gesehen hat auf dieser Welt. Jesus Christus hat einen neuen Namen bekommen, der über allen anderen Namen steht. Er ist erhöht worden und jedes Knie wird sich beugen vor dem König und wird bekennen, Jesus Christus, du bist Herr. Und mit ihm zusammen sind auch wir befördert worden. Ja, du bist befördert worden, gerufen worden aus einem alten, vergänglichen Königreich in ein neues, herrliches, mächtiges Königreich. Du bist Teil mit Jesus, auferstanden in ein neues Reich, in eine neue Herrlichkeit. 2. Korinther 5, Vers 20 wird erklärt, was das für eine Rolle ist, die wir einnehmen. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Verstehst du, die Kraft der Auferstehung bedeutet für dich heute Morgen, dass du jetzt ein Gesandter von Gott bist in diesem Königreich. Das andere Wort, das hier gebraucht wird, ist Ambassador. Also ein Botschafter, ein Vertreter in einem anderen Land für eine Regierung. Du bist, als wärst du der Botschafter in einem anderen Land. Nimm irgendein Land, Amerika, Frankreich, Italien, egal. Dort gibt es eine Schweizer Botschaft, dort gibt es einen Botschafter, der die Interessen und auch die Autorität der Schweiz repräsentiert. Und so bist du und ich ein Botschafter von dem Königreich, da in dieser Welt, mit der gleichen Autorität ausgestattet, wie ein Botschafter ausgestattet ist. Konkret heisst das, die Kraft der Auferstehung bedeutet, dass wir mit Vollmacht dürfen beten. Du darfst im Namen Jesus Christus, dem Auferstandenen, beten. Du bist ein Botschafter, ein Vertreter von dem neuen Königreich. Und dein Wort, dein Beten hat Macht und hat Gewicht. Weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Und so sind wir mit ihm von den Toten auferstanden, geistlich gesehen. Mehr noch, in diesem Königreich gehörst du jetzt zu der Familie. Ja, Römer 8, 17. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Wir sind Kinder Gottes. Und als Kinder Gottes sind wir Erben und Miterben von dem neuen Königreich. Du und ich werden mal die Macht und Vollmacht, die Herrlichkeit und Schönheit von dem neuen Königreich, wo jetzt schon am Raum einnehmen ist, erben. Mit Jesus zusammen sind wir als Erben eingesetzt worden. Also hey, du gehörst zu der Familie. Willkommen in Gottes Familie. Dank der Auferstehung von Jesus Christus. Ganz konkret bedeutet das, wenn du Probleme hast mit Selbstwert, wenn du dich selber als nicht liebenswert anschaust, wenn das Gedanken sind, die immer wieder kommen, wenn Satan dich dort versuchen will, in deinem eigenen Selbstwert anzugreifen, dann darfst du wissen, die historische Tatsache,
dass Jesus von den Toten auferstanden ist, garantiert mir heute, dass ich nicht nur eine neue Schöpfung bin, sondern auch zu einem neuen Königreich gehöre. In diesem neuen Königreich bin ich nicht irgendeiner, ich bin nicht einfach einer von Milliarden, der jetzt halt auch noch irgendwie in diesem Königreich ist, der eine unbedeutende Rolle einnimmt. Nein, ich bin ein Botschafter in diesem neuen Reich, ausgestattet mit Autorität. Mehr noch, ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre zu den Erben. Verstehst du? Ich werde eines Tages das Königreich erben und so wirst du. Wenn also Gedanken vom Selbstzweifel kommen, wenn du dich nicht wertvoll fühlst, wenn du dich nicht geliebt fühlst, erinnere dich, du bist ein Kind Gottes. Du bist eingesetzt als Erbe, ausgestattet mit Vollmacht und Autorität. Im Namen Jesus dürfen zu beten. In der höchsten Autorität, die es gibt auf dieser Welt, bist du ein Vertreter. Also konkret, du verstehst Jesus. Die Kraft bedeutet, dass wir uns selber neu sehen dürfen. Dass wir dürfen mit Autorität beten. Das ist die Kraft, die du verstehst. Es ist Vollbrachter, wo Jesus auferstanden ist. Und das Beste haben wir bis zum Schluss behalten. Habe ich mir aufgespart bis zum Schluss. Der dritte Punkt. Das ist das Allerbeste an der Auferstehung. Dank der Auferstehung von Jesus haben wir auch eine neue Hoffnung. Wir haben eine neue Hoffnung. Die ersten 2 Punkte, wir sind eine neue Schöpfung. Wow, so gut. Das heisst, jetzt schon auf dieser Welt, wo wir jetzt drin leben, heisst das konkret, dass wir ändern können, dass wir uns verändern können. Dass wir nicht länger der Sünde angehören, sondern dass wir dürfen im Geist leben. Das ist jetzt auf dieser Welt schon Realität. Auch ist es Realität, dass wir zu einem neuen Königreich gehören, dass wir eine neue Identität haben, dass wir einen neuen Wert haben, dass wir geliebt und wertvoll sind, jetzt schon auf dieser Welt. Der dritte Punkt, eine neue Hoffnung, ist etwas für die Zukunft. Etwas, für wenn diese Welt nicht mehr existiert. Eines Tages, so wie Jesus von den Toten auferstanden ist, wird auch ich von den Toten auferstehen. Nicht nur geistlich gesehen, sondern so wie Jesus mit Liebe. Neue Schöpfung sein, wirklich, wahrhaftig auferstehen. Um dann eines Tages in Herrlichkeit und Ewigkeit in dieser Gegenwart Gottes dürfen zu leben. Das ist meine Hoffnung. Dorthin tue ich meinen Anker. Und ich weiss jetzt schon, hey, dieser Tag, wie herrlich wird dieser Tag werden. Wenn Jesus, der Auferstandene, zurückkommt, triumphal sein Königreich wird bauen, gehöre ich dazu. Ich weiss jetzt schon, alles, was ich in dieser Welt erlebe, ist egal, verschwindend gering, verglichen mit dieser Herrlichkeit und Ewigkeit, wo ich eines Tages mit dem Vater und Jesus und dem Heiligen Geist in Ewigkeit leben. Das ist meine Hoffnung. Hey, wenn wir sagen, das ist vollbracht worden am Kreuz, wo Jesus gestorben ist. Es ist noch vollbrachter gewesen, wo Jesus auferstanden ist und wo die Macht von der Auferstehung Raum gewinnt in unserem Leben, werden wir eines Tages sagen, es ist am vollbrachtesten. Es ist am vollbrachtesten in dem Moment, wo wir dürfen in Ewigkeit und Herrlichkeit mit dem Sohn Gemeinschaft leben. Ich freue mich auf diesen Tag und das ist jetzt schon eine neue Hoffnung, die wir dürfen haben. Dank dieser Kraft und dieser Macht von der Auferstehung. Schau mal im Römer 5,2. Wie schön, dass das der Paulus beschreibt. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Das ist die Macht von der Auferstehung von Jesus. Eine Hoffnung, die die Angst vor dem Tod ersetzt, die den Fluch, den die Sünde gebracht hat, besiegt hat. Du musst keine Angst mehr haben. Ganz konkret musst du keine Angst mehr haben vor dem Tod. Er hat keine Macht mehr über dich. Auch wenn deine liebliche Hülle mal wird sterben, wirst du trotzdem auferstehen. So wie Jesus auferstanden ist, wirst auch du auferstehen. Die Angst vor dem Tod wird ersetzt durch Freude und Stolz. Das ist die Macht von der Auferstehung Jesu. Also wenn du das nächste Mal das Kreuz siehst, wenn du jetzt das Kreuz anschaust, dann möchte ich dich bitten, dass du denkst, es ist vollbracht.
Jesus hat es am Kreuz vollbracht. Er ist gestorben, auf das wir dürfen Versöhnung haben mit dem Vater. Er hat den vollen Preis gezahlt. So wie es Sabrina so schön und gut erklärt hat in ihrer Karfreitagspredigt. Es gibt nichts mehr, was wir noch könnten oder müssten oder dürften machen. Es ist wirklich vollbracht worden am Kreuz. Er hat den ganzen Preis gezahlt. Für dich und mich. Die Strafe, er hat das Maß ausgefüllt von seinem Tod am Kreuz. Es ist wirklich vollbracht gewesen. Und es ist vollbrachter gewesen, wo Jesus von der Toten auferstanden ist. Es ist vollbrachter gewesen, wo er uns in eine neue Schöpfung verwandelt hat. Und wir mit ihm zusammen auferstanden sind, in ein neues Wesen, das nicht mehr mit dem Tod zu tun hat, das nicht mehr verbunden muss sein mit der Sünde, das nicht mehr in der Knechtschaft von dem Alten lebt, sondern wo ausgewählt worden ist, rausgerufen worden ist, neu geschaffen worden ist. Als ein Wesen, das jetzt wirklich verändern kann. Es war vollbrachter, wo wir reingerufen wurden sind in ein neues Königreich, in eine neue Bestimmung, in eine neue Berufung. Dürfen Vertreter sein, Botschafter von diesem Königreich. Wir noch gerufen werden sein zum Kind Gottes. Als Erbe eingesetzt. Und es ist am vollbrachtesten. In dem Moment, wo wir dürfen, wirklich, nicht nur geistlich, sondern physisch, auferstehen mit Jesus zusammen. Hineingerufen werden in eine Herrlichkeit und Gegenwart Gottes für alle Ewigkeit. Wo alle Schönheit jetzt auf dieser Erde lässt sein, wie eine Kerze verglichen mit der Sonne. Das ist unsere Hoffnung. Es ist am vollbrachtesten. Denk das, wenn du das nächste Mal das Kreuz siehst. Vollbracht, vollbrachter und es wird mal noch am vollbrachtesten sein. Das ist die Kraft von Jesus und Verstehung. Hey, ich möchte jetzt beten für dich. Und wenn ich gebetet habe, dann können wir nachher miteinander etwas Spezielles noch geniessen. Ich erkläre es dann gerade noch. Ich tue jetzt zuerst beten, als Abschluss von dieser Predigt. Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du auferstanden bist, dass du wahrhaftig auferstanden bist. Wir können es nicht genug betonen, wir können es nicht fest in den Vordergrund tun, wie genial das ist, dass du wirklich auferstanden bist. Und ich danke dir, Jesus, dass die Kraft von deiner Auferstehung in mir lebt. Dass ich gerufen worden bin, neu geschaffen worden bin. Dass du jeden, der Jesus als Herr angenommen hat, dass du auch die auferstehen lassen hast, dass sie geistlich gesehen ein neues Wesen sind, eine neue Schöpfung sind. Danke vielmals, Herr Jesus. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen und deinem Königreich. Und danke, dass du uns eine neue Hoffnung gibst, wo wir Bestand halten bis in alle Ewigkeit. Dass wir mal dürfen mit dir in Ewigkeit leben. Bitte schenk doch, dass wir ein neues Verständnis haben von deiner Kraft, dass das neue Raum in uns hineinnehmen. Im Namen Jesus Christus, dem Auferstandenen, sagen wir Amen. Amen. Hey, es ist Ostern und auch wenn es ein Freudenfest ist, ist es auch traurig. Seien wir ehrlich, es ist schon traurig, dass wir nicht miteinander in Gemeinschaft den genialen Moment feiern von Ostern, sondern dass wir getrennt sein müssen. Und wir haben uns überlegt, gibt es irgendetwas, was wir machen können, dass es irgendwie ein spezieller Gottesdienst trotzdem sein kann. Und wir haben etwas für dich jetzt vorbereitet. Und zwar ist es ein neues Lied vom Refill Worship, das du jetzt dann gerade hören und geniessen. Wir haben den Song sogar geschafft, so aufzunehmen und zu produzieren, dass man den dann ab nächster Woche kann auf iTunes abladen kann. Es ist ein Ostersong, ein spezifischer Song, wo es um Ostern geht, Karfreitag und Ostern. Also, ich möchte dich einladen, lass den Text auf dich jetzt wirken. Also, du vielleicht sogar das Volumen jetzt von deinem Gerät noch ein bisschen auf, dass es wirklich einfach ein Genussmoment sein für dich jetzt. Du den Text auf dich einwirken lassen und denk über Jesus nach jetzt während dem Lied. Der Refrain von dem Lied ist: Wir loben dich. Und wie könnte die Reaktion auch treffender sein, wenn wir Jesus seine Vollmacht sehen? Von der Auferstehung, dann können wir nicht anders als mit Lob zu antworten. Und das soll für dich jetzt so ein Moment sein. Also lass jetzt den Song auf dich wirken, lass den Text wirklich dich beeinflussen und geniesse jetzt einfach mal den Song, den wir für dich vorbereiten können. Nach dem Song möchte ich dann noch ein Segen über dir aussprechen und die Osterfeier beenden, abschliessen.
Schritt trägst du, Jesus, das Kreuz. Geschlagen, beleidigt, bespuckt und verhöhnt. Ganz allein auf dem schwierigsten Weg. Du kennst den Grund und nur drum bist du da. Die Schuld von euch sticht dein liebende Herz. Nägel durchbohrt und schuldige Hände. Unsere Strafe, da lebst du für uns. Die Liebe ist grenzenlos, drum bist du da. Wir loben dich, wir loben dich, wir loben dich, wir loben dich. Der Vorhang zerreißt, du hast es vollbracht. Gnade ist die Lösung vom ewigen Tod. Du hast befreit zum Leben mit dir. Immer willst mit uns sein, drum bist du da. Wir loben dich, 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 wir loben dich. Die Rette vom Tod hast du, Jesus, gespendet. Lebendiger Herrscher für immer regierst. Auferstanden zur Rechten von Gott. Die wollen wir dir geben und drum singen wir. Wir loben dich, 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 wir loben dich. Wir loben dich, wir loben dich, wir loben dich. Was könnte auch eine andere Antwort sein, wenn man bedenkt, was du da hast, Jesus? Dass er wirklich am Kreuz für uns gestorben ist und dass er auferstanden, auferweckt worden ist vom Vater. Dann können wir nicht anders als singen, wir loben dich. Und das haben wir jetzt gemacht. Ich hoffe, du hast ein bisschen mitgesungen im Refrain. Und jetzt darf ich noch das Segen über dir aussprechen und über den Osterwochenende. Ich segne dich im Namen vom Vater, der dich gut gemacht hat. Ich segne dich im Namen von Jesus, der für dich gestorben und auferstanden ist. Und ich segne dich im Namen vom Heiligen Geist, der Kraft Gottes, die in dir lebt. So segne ich dich und dein Osterwochenende. Amen. Hey, habt einen gesegneten Tag, geniessen hoffentlich das gute Wetter. Wir wissen es ja noch nicht, aber ich glaube, es wird gutes Wetter sein. Im Namen Jesus, es ist gutes Wetter. Ich habe jetzt in Vollmacht gebetet. Mal schauen, wie jetzt das Wetter dann tatsächlich ist. Hey, aber geniessen doch die Zeit.
Ja, und feiert doch Jesus in seiner Auferstehung. Und denkt daran, Jesus ist auferstanden und das bedeutet etwas für dich. Wir